Halli, hallo, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Es geht weiter mit Witcher 3 Wild Hunt in der nächsten Episode. Und wir gehen dieses Mal zum Rosemary und Thymian, was wir ja, die Information haben wir letztes Mal bei der Träumerin träumt. Und wir sind ja schon, ich habe mich mal da schon ein bisschen in die Nähe von der Rosemary und Thymian begeben. Das ist die schöne Kneipe, Bordell. Lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Schnorrer! Immer ist. Okay. Ist mir scheißegal! Verpisst euch! What the fuck? Ja, wir gehen mal da, fangen mal an mit dem Quest, und indem wir da durchgehen. Und ich sehe gerade, dass wir das nicht können. Also müssen wir von der anderen Seite reingehen. Oh, so, da durch. Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramm sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt! Zoltan. Zoltan. Der Sultan. Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Sultan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Oh, ein Kollege geholt, hä? Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Ja, sehr gut. Mit Vergnügen. Sich auf, in sein Schwert zu rennen! Jetzt! Wir müssen ihn umzingeln. Kollege, ihr habt schon Eier, muss ich sagen. Ah, genau wie in alten Zeiten, was? Ja, als hätten wir Wergen nie verlassen. Hey, was ist André? Na also, das lief gut. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Na, Sultan, gut siehst du aus. Bin in letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? Es geht um Ciri. Ihn kennen Ich wir. weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nein. Aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Ja, wieso? Aber immer wenn es ihm das mit dem Rittersponsor hat, hast du immer das Problem, nicht? Das siehst du auch. Das siehst du auch in Witcher 2 im Flotsam, das ist ja eine geile Szene. Das ist auch Rittersporn wieder ein Problem, wo wir zum ersten Mal antreffen. Wo ist Rittersporn? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall. Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Pennern. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. Gut, ja, dann muss man jetzt nach Indizien suchen, wo uns ein bisschen mehr Informationen über Rittersporn geben. Du, Rittersporn. Aha, der Brief einer dankbaren Muse. Du liest anderer Leute Briefe? Mein Antlitz so rot und heiß. Ich fiel der reinen Ekstase anheim. Trank ihren Nektar. Mit deinen verständigen Fingern an den vibrierenden Saiten meiner Seele. Geralt. Du liest auch ein Zeug von anderen Leuten, also. 10 Fässer trockener Toussaint, 5 Kisten dreifach gebrannter Met aus Sodden. Hier ist nichts. Doch, das hier ist genau das, was wir suchen.
Sein Terminkalender. Rittersporn und Planung. Köstlich. Außerdem dürften seine Einträge hier einem Spezialsystem folgen. Chaos, das nur er entziffern kann. Meistens. Gib dem Ding eine Chance. Vielleicht ist es nicht so schlimm. Mit diesem hübschen Etablissement hat er auch hübsch viel Verantwortung geerbt. Zum Beispiel Buchhaltung. Außerdem hat er sich angewöhnt, seine Termine zu notieren. Offizielle und private. Wen hat er in letzter Zeit gesehen? Ah, hier. Er hat sich in letzter Zeit nur mit Frauen getroffen. Der Hund. Ja, wie auch sonst Rittersporn. Keine schlechte Idee. Rittersporn ist sehr geschwätzig. Vielleicht hat er seinen Freundinnen etwas gesagt, was uns auf seine Spur bringt. Darauf baue ich. Wir sollten sie irgendwie aufteilen. Vielleicht... Ach, scheiß drauf. Ich frag die Mädchen auf meiner Seite, du die auf deiner. In Ordnung? Sultan, warte. Das ist in Reimform. Und das findest du weswegen ungewöhnlich? Na toll. Wir treffen uns hier, wenn wir fertig sind. Tauschen uns aus. Recht hast du. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor ich gehe. Ich habe keine Lust, in dieses Chaos zurückzukommen. Und du hast deinen Teil besser gelesen, bevor du abdampfst. Wenn du was brauchst, ich bin nebenan. Gut, machen wir. Zuerst mal durch Casting finden. Ich glaube, nicht da auch nicht, aber da vielleicht. Und sonstiges. Rosa war Adler. Von Adler spricht Rose nie unverbrämt, wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was schert die Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Eilha. Ah, okay, da hat er auch Lokationen-Ding, hä? Hinterlassen. Gut, mit denen kann man wahrscheinlich weiterarbeiten. Gut, ja, dann machen wir das doch nach der Reihe, oder? Ich muss pissen wie ein Stier. Sollen dich die Läuse fressen, räudiger Zwerg. Oh. Sprich mit der Vespula. Machen wir doch. Wo ist Vespula? Junior sagt, du hast vereinbart. Ich zahle jeden Kopper zurück. Mit Zinsen. Gib mir eine Woche. Bitte. Hurensohn ist kein Bankier. Er ist ein ehrlicher Mann. Zahl pünktlich und er beschützt dich. Zahl nicht. Hilfe! Was soll das Geschrei, blödes Huhn? Worauf hoffst du? Auf einen Ritter in schimmernder Rüstung? So ungefähr. Halt dich da raus, Graukopf. Nicht dein Problem. 200, what the fuck? Vespula hat jetzt einen anderen Beschützer. Ach, und der wäre? Ich. Mein Preis war besser. Na schön. Mal sehen, ob du ein Schnäppchen oder ein Reinfall bist. Ja. Shit, ich habe immer eine Art. Wenn ich Art aufgerüstet können. Verfluchte Scheiße! Du verfluchter Bastard! Moment, gib mir echt ein Leben zurück. Tschüss. Ich reiß dir die Fresse in Stücke, Mutter. Ja. Auf weitem auf mich schiessen, gell? Ja. Blutbesudelt. Alles. Die ganze Arbeit umsonst. Dank mir nicht. Es war nicht der Rede wert.
Versteh mich nicht falsch. Ich bin dankbar, aber was ich hatte, habe ich alles verloren. Das geht nicht aus. Schon gut, das kann man auswaschen. Natürlich, man muss es nur in weißem Essig einweichen. Aber das ist nicht der Punkt. Das wird Junior mir nicht verzeihen. Entweder mache ich den Laden selber zu, oder er brennt ihn nieder. Tut mir leid, daran habe ich nicht gedacht. Das Los der Frauen. Die Männer amüsieren sich, die Frauen kehren die Scherben auf. Tja, ich muss wohl nach Ochsenfurt ziehen. Professoren brauchen ja auch saubere Wäsche. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir kennen uns. Tja, Doch, ich kenne dich. Du bist dieser Hexer, auf dem ich fast die Vase zerschmettert hätte, naja. Als du Rittersporn rausgeworfen hast. Vom Balkon. Er ist übrigens der Grund meines Besuchs. Weißt du, wo er ist? Bestimmt hurt er schon wieder herum, dieser krächzende Fasan, der verlogene Schuft. Autsch. Was hat er dir denn getan? Das gleiche wie immer. Dieser König der Schwätzer kam zurück und meinte, diesmal wär's für immer. Und dann, keine Woche später, fand ich ihn am Hafen mit einem Flittchen im Arm. Da platzte mir der Kragen. Erst all die Fragen über die Wäscherinnen aus dem Badehaus und dann das. Ich habe ihn windelweich geprügelt und im hohen Bogen rausgeschmissen. Das hätte ich gerne gesehen. Rittersporn hat dich über andere Wäscherinnen ausgefragt? Nicht gerade geschickt. Selbst für ihn. Vielleicht steht er ja auf Schaum. Möglich. Aber was wollte er denn eigentlich wissen? Oh, alles Mögliche, wirklich. Wie es so im Badehaus ist, ob ich Freundinnen dort hätte, wann sie arbeiten würden. Weiß nicht. Vielleicht will er eine in seiner Taverne anstellen. Vielleicht rege ich mich auch umsonst auf. Diese Frau, mit der er am Hafen war. Wer war sie? Er hat sie als Nichte aus Kovir vorgestellt. Wohl eher aus Hurvir. Ihr Korsett war so eng, der sind schon die Augen aus dem Kopf gequollen. Seine übrigens auch. Garantiert Künstlerin. Oder Hure. Ist sowieso ein und dasselbe. What the fuck? Westpoler, du bringst mich zum Lachen. Danke für deine Hilfe. Hör mal, wenn ich Rittersporn sehe, soll ich ihm irgendwas ausrichten? Nein. Das heißt, sag ihm, er ist eine miese Schlange, aber er darf trotzdem gern vorbeikommen. Gott. Was macht Rittersporn mit diesen Frauen, dass sie immer wieder zu ihm zurückkommen? So, jetzt leveln wir aber ab. Ich schaue mal gerade. Jetzt mit Quen. Quen haben wir eigentlich schon. Was haben wir da? Ja, ich lebe das, aber mit dem kann ich Leben zurückgewinnen. Aber ab dem nächsten Ding werde ich ein bisschen den Angriffspunkt etc. ein bisschen Stufen verbessern. Aber für den Moment glaube ich ist es okay. Ich schaue mal schon in den Inventar etwas nach. Nein, was sehe ich besser? Was sehe ich besser? Ja. Das Zeug muss ich auch mal verkaufen. Ja, alles was sehe ich besser. Gut. Dann machen wir doch mal weiter mit der nächsten Dame. Oder was sprich mit Eliha. Jo. Und noch zu Eliha. Schluss damit. Da kommt jemand. Oh mein Gott, schwer. Die Inszenierung bei Witcher. Ich liebe das. Ich kann einfach da rumlatschen den ganzen Tag. Die Atmosphäre genießen. Wird wohl Regen geben. Willkommen, willkommen. Immer herein. Elihan, was? Ich bin ein Freund von Rittersporn. Ich suche Elihal. Dann bist du hier richtig. Was kann ich für dich tun? Soll etwas gekürzt werden? Soll ich vielleicht die Hose flicken oder die Socken stopfen? Bist du Elihal? Ja. Und mach endlich den Mund wieder zu. Entschuldige, ich dachte, Elihal wäre eine von Rittersporns Freundinnen. Ah, so ist das. Warte kurz. Ne.
Was jetzt? So besser? Nicht wirklich. Du bist also... Ilial. Hast du mit Rittersporn... Ich meine, wie habt ihr euch kennengelernt? Nachts in einer Taverne. Er war vollkommen betrunken. Okay. Ah, wie Was ist dann unbeholfen der passiert? Geralt ist. Wo denkst du hin? Wir haben uns unterhalten. War's das? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Aber eine Sache sollte ich klarstellen. Männer interessieren mich nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Zum Glück ist Rittersporn ein weltoffener Geselle. Wir hatten einen schönen Abend. Danach wurde er ein treuer Kunde. Okay. Warum kleidest du so? Ja, frage mich doch. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber warum... Warum ich mich verkleide? Als Kind habe ich immer davon geträumt, ein Doppler zu werden. Stattdessen bin ich Schneider geworden. Mit Kleidung und Kostüm lassen sich alle Facetten der Persönlichkeit zeigen. Heute bin ich eine redanische Gräfin, morgen ein Strauchdieb vom Hafen. Das ist echte Freiheit. Wolltest du nie jemand anders sein? Nicht mal für einen kurzen Augenblick? Ist doch gewiss schrecklich langweilig, immer Hexer zu sein. Ich schaffe es, mich bei Laune zu halten. Ah, ganz Worüber habt ihr liebe Geralt. gesprochen, du und Rittersporn? Hat er etwas Bestimmtes gefragt? Lass mich nachdenken. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Aber ja, er hat immer wieder nach Kalkstein gefragt. Hätten Rittersporn und ich nicht gleich die Karten auf den Tisch gelegt, würde ich denken, er hätte was mit dem Alchemisten. Er hörte sich wie ein liebeskranker Stenz an. Er wollte ihn wirklich dringend sprechen. Kalkstein in Novigrad? Ich hätte auch nichts dagegen, ihn zu sehen. Du kommst leider zu spät. Die Hexenjäger haben ihn neulich geschnappt und auf einem Scheiterhaufen am Hierarchenplatz verbrannt. Als er starb, gab's ein Riesenspektakel. Beeindruckend. Feuerbestien flogen um den Scheiterhaufen, stiegen in den Himmel und formten explodierende Buchstaben. Wirklich? Und was stand da? Radovit lutscht Schwänze. Kommt er häufig in deinen Laden? Ich habe wirklich versucht, ihn zu einem ordentlichen Wams zu überreden. Leider lässt er sich immer nur einen Knopf annähen oder die Hose flicken. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ist eine Weile her. Er brachte eine von Soltans Jacken und wollte, dass ich eine zusätzliche Tasche aufnähe. Ein seltsamer Wunsch. Ich hatte das Gefühl, dass er in Wahrheit nur mit mir reden wollte. Ja, ich glaube, alle Informationen haben wir jetzt von Ilial. Und ja. Danke für deine Hilfe und schön, dich kennengelernt zu haben. Ich kann dir bei vielem helfen. Wenn du eine neue Hose oder ein Wams brauchst, weißt du, wo du mich findest. Ich frage mich, ob wir unsere Rüstung ein bisschen verschönern können bei dem. Weil ich Hallo, nur kaufen kann. willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Ja, du kannst aber nur das Zeug kaufen, nicht in die. Basketball. Das kaufe ich mal. Irgendwie das Gefühl, das werden wir später brauchen. Aber ja, da kannst du nicht Ding machen. Deine eigene Rüstung ein bisschen umformen kannst du nicht. Schade. Aber Bis dann. das ist ja nicht so schlimm. Es gibt schon ein bisschen schöne Rüstungen. Im späteren Spielverlauf kann man die auch kaufen und anlegen. Nicht. Im Moment genügt wenn es uns ein bisschen ja, gescheit mal und Schaden schön schützt. Marabella, sprich mit Molly. Marabella. Das ist ein geiler Name. Marabella. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Ah, hier kriecht ein mich heiß.
Hast du den Mut, mir diese Verleumdungen ins Gesicht zu sagen? Gerne. Du bist ein Mutant, eine Missgeburt, ein überflüssiges Relikt aus alten Zeiten, das wie ein trockener Ast verbrannt werden sollte. Wie viele Menschenleben hast du gerettet? Vor Bruxelles, vor Waldschraten. Das hat keine Bedeutung. Ich habe dir eine Frage gestellt. Wie viele? Denkt mal darüber nach, Leute. Der Prediger hat eine scharfe Zunge. Aber bietet man ihm die Stirn, zieht er den Schwanz ein. Kommt, Leute. Was für Hirse sollen wir anbauen? Ist lustig, gell? Einfach die Leute aufhetzen, du Schwein. So, ja. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Hilfe. Marabella. Rette mich. Ich sterbe. Ob ich da weit rumlaufen muss? Nein, nur noch 90 Fuß. Was ist das da? Aha, das Kind. Das ist ja gut. Was ist denn los? Sie! Wie gehst, Kind? Hey, warte! Hat mich in eine Falle gelockt. Der graue Blödian! Schnappt ihn! Kopfstoß! Gebt ihm einen Kopfstoß! Reißt euch zusammen, Jungs! Damn, ist das nicht stark? Könnt ihn nicht umbringen! Oh, shit. Fluch der Scheiße! Ey, die sind stärker, als ich die erinnern kann. Ohne Scheiß, ich glaube, PlayStation hat Ding, in puncto Level, Du wirst es nie lernen. krassere Anpassungen gemacht. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass das so stark sind. Ah, wo ist das Kind? Schweine. Ja. Einfach die Leute mit so miesen Maschen in eine Falle locken. Willst du was? Ja, dann gehen wir einfach mal weiter. Die Marabella, die ist nicht so weit weg gewesen. Vielleicht echt wie in Assassin's Creed, wenn du so rumjumpen kannst. Wo bin ich? Das ist ein Ausgang da, Mensch. Ja. Ohne Scheiß. Da ist einfach. Nein, könnte ich jetzt einfach da runterspringen, dann sterbe ich aber. Ich glaube, ich bin da falsch eingebogen. Ich bin da falsch eingebogen. Aber. Was noch? Marabella. Entschuldigung, ich suche Marabella. Das bin ich. Warte draußen. Wir haben noch Unterricht. Ich warte. Es dauert nicht lange. Er kann leider doch nicht kommen. Warum nicht? Eine Ratte hat ihn gebissen und er hat Fieber bekommen. Wo ist er gebissen worden? Hat sehr weh getan? Muss er sterben? Du stirbst doch nicht von einer Ratte. Und ob? Vor ein paar Tagen habe ich gesehen, wie ein Hexenjäger zu einem Mann "du Ratte" gesagt hat. Und dann hat er ihn umgebracht. Du lügst doch. Schluss jetzt. Wir sind für heute fertig. Nehmt eure Sachen und geht nach Hause. Ob der Rattenfänger wieder gesund wird? Bestimmt nicht. Darf ich dich kurz sprechen? Ja, was willst du? Ich weiß, dass du dich mit Rittersporn getroffen hast. Oh ja, der längste Nachmittag meines Lebens. Hat er dir Gedichte vorgetragen? Nein, wir haben zusammen die Welt der Pilze in Bildern durchgeblättert. Vielleicht... Nein, ich will lieber nicht wissen, was er sich dabei gedacht hat. Schimmel, darum ging's ihm. Als er seine Hand von meinem Knie nahm, um auf das Bild eines Penicilliums zu deuten,
wusste ich, dass es vorbei ist. Hast du ihn noch mal gesehen, nach dem Vorfall mit den Pilzen? Nein, ich habe sogar überlegt, ihm noch eine Chance zu geben. Er hat ein Herz aus Gold. Er braucht nur etwas mehr Disziplin in seinem Leben. Aber er ist nicht wiedergekommen. Also glaube ich, dass es vorbei ist. Ja, okay, da haben wir nicht Danke viel. für deine Hilfe. Lebe wohl. Bei Marabella haben wir ja, nicht viel rausholen. Gut, in dem Fall mit Molly reden wir noch. Molly, wo bist du? Ja, ohne Scheiß. Erbärmlich. Was? Überbelastet. Genau. Genau darum. Jetzt nicht einfach jeden Scheiß aufnehmen. Genau, das kann man wegwerfen. Auch weg. Und mit dem kann ich noch leben. Ich hoffe mal, unterwegs finde ich irgendeinen Händler, wo ich das Zeug verkaufen kann. Hey, die warten überall auf mich. Sicher. So. Wache! Hilfe! Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Du bist ja ein größerer Lumpensammler. Vielleicht auch nicht, hä? Einfach kein Händler auf dem Bett. Nein, nicht so. Zieh es mir in die Länge. Genau. Wohnt hier Baronin Lavalette? Hat dich nicht zu interessieren. Die Baronin gibt sich nicht mit jedem ab. Keine Sorge. Ich bin wegen ihrer Kammerzofe hier. Molly. Geh aus dem Weg. Die Baronin reitet aus. Verschwinde. Sei gegrüßt, Hexer. Ich bin erstaunt, dich hier zu treffen. Aber ich glaube nicht an Zufälle. Geralt von Riva, Schlechter zahlreicher Monster und meines Sohnes. Ah, du hast stimmt. recht, General. Lavalette. Mein Besuch ist kein Zufall. Ich suche hier jemanden. Hier hast du nichts zu suchen. Hauptmann, lass diesen Mann nicht rein. Verzeih bitte, Morvran, aber mir ist die Lust auf die Rennen vergangen. Erst den Sohn einer Frau töten und dann an ihrer Tür erscheinen? Ich hab gedacht, Hexer hätten einen besseren Überlebensinstinkt. Ich suche ein Mädchen namens Molly. Sie soll hier arbeiten. Ich fürchte, du bist nicht auf dem neuesten Stand. Molly arbeitet nicht mehr hier. Okay, was ist mit dir passiert? Kann man ein Ding machen, nur kurze Info, Lavalette ist ja der Prinz, glaube ich, wo wir im Witcher 2 ermordet haben, oder so haben wir es zumindest im Intro angegeben. Du scheinst Molly zu kennen. Und du weißt, dass sie nicht mehr hier arbeitet. Weißt du vielleicht auch, wo sie jetzt ist? Um diese Zeit? Vermutlich trinkt sie Punsch und überlegt, auf welches Pferd sie wetten soll. Mir ist nicht zum Scherzen zumute. Das war kein Scherz. Nach Ayans Tod kam Luisas Neffe, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Und als er Molly sah, Tja, kurz darauf haben sie geheiratet. Sie warten nun auf sein Erbe. Da der Sohn der Baronin tot ist, geht das Anwesen an ihren Neffen. Und an Dame Laatat, unlängst noch bekannt als Molly. Ich frage mich, ob Molly diesem Neffen oder seinem Erbe verfallen ist. Das wird sich zeigen.
aber ich tippe, dass sie beidem nicht abgeneigt ist. Also gut. Wo finde ich die frisch vermählte Dame, La Tarte? Die gute Molly hat eine neue Leidenschaft. Pferderennen. Soviel ich weiß, hält sie sich gerade bei der Gräfin Wegelbut auf. Und genau dorthin bin ich unterwegs. Da du mir Luisa abspenstig gemacht hast, wie wär's, wenn du mich begleitest? Ja, weißt du, das gehen wir doch zusammen. Also, wenn Molly da ist... Dann mal los. Die letzten 2 Damen auf der Liste, die wir aufsuchen und nach Rittersporn fragen wollen, die haben ein bisschen so Mini-Quests. Es ist nicht einfach so fragen und weggehen. Darum dauert das ein bisschen länger, aber... Genau, ich will das wahrscheinlich in der nächsten Episode weiterführen. Ich muss jetzt mal schauen, ob es einen Dialog noch da gibt. Nicht, dass wir das verpassen. Ja, die Dialoge müssen wir noch nicht verpassen. Die tragen zu der Geschichte bei, zum Feeling, zu der Ambiance. Es ladet so lang. Da wären wir. Nettes Örtchen. Also, von allen Tieren in dieser Gegend faszinieren mich Pferde am meisten. Interessierst du dich überhaupt für Pferde, Hexer? Die sind doch alle gleich. Ich nenne meine immer Plötze. Komisch. Das Graue da ist Cantarella, von Kahir gezeugt, dem Sieger von Vole. Ja, Grau ist eine schöne Farbe, auch bei Pferden. Ich wette auf den schwarzen Hengster. Nemrod, reinste Nilfgaarder Zucht. Fehlt noch, dass er salutiert, General. Du kennst dich gut mit Pferden aus. Pferde sind ehrlicher als Menschen. Ich bin sehr gespannt, wie du dich im Sattel hältst, Hexer. Ich versuche nicht runterzufallen. Wie wär's mit einem kleinen Rennen? Deswegen bin ich nicht hier. Lass mich nicht betteln, Hexer. Weißt du was? Wenn du gewinnst, kriegst du meinen besten Sattel. In Nilfgaard gemacht, aus herrlich gegerbtem Leder. Wieso nicht? Machen wir. Warum nicht? Würde gern sehen, ob dein Wissen über Pferde dir auch im Sattel nützt. Ausgezeichnet. Dann such dir mal ein Pferd aus. Sehr eine 40-minütige Episode, wie es aussieht. Weil wenn ich schon da Pferderennen mache, dann mache ich das auch mit der Molly-Quest auch noch fertig. Und jetzt schauen wir mal. Cantarella. Einen serikanischen braunen Rupert. Nemrod. Cantarella. Ich frage mich, ob das sind ja so wie politische Statements sind. Wenn du Nemrod nimmst, bist du so Nilfgaard-Fan, redanischer Fuchs, Redanien. Cantarella, ich nehme mal Norden, darum, ich würde kein politisches Statement machen. Ich gehe mit dem Rupert. Ich versuch's mit dem serikanischen Braunen. Dann nehme ich Cantarella. Die Pferde sind gesattelt. Los geht's. Jetzt müssen wir mal schauen, dass ich das gewinne da. Weiter! Bereit? Los geht's, Hexer. Zeig mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Vor allem, wie man da einen guten Sattel bekommt, wenn man gewinnt. Und ja, den Sattel will ich. Nicht das Pferd schonen. Komm, Rupert! Ein Kollege. Der andere klebt mir am Arsch. Los geht's, Hexer. Zeig mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ein bisschen wegblockieren. Ich liebe dieses Tempo, diesen Wind. Ich auch, aber ich muss dich blockieren, dass es gewinnt. Komm, Rupert! Los geht's, Hexer. Der letzte Ding schaffst du schon noch. Du geschnitzt bist. Was? Knapp gewesen. Komm jetzt. Ist knapp gewesen. Aber mir Die Plätze, die ich nahm, hatten ein flottes Rennen hingelegt. Außergewöhnlich.
Hab schon ewig kein Rennen mehr verloren. Gratuliere. Das ist deins. Ah, schau. Da ist ja die Dame La Attard. Wer? Die Frau, die ehemals Molly hieß. Da steht sie. Richtig. Danke. Ich bin noch eine Weile hier. Wir könnten später zusammen zurück in die Stadt reiten. Die Frau, die ehemals Molly hieß, ja. Und das, das ist irgendwie, ich frage mich, ob das eine Referenz ist. Vor allem Englisch heißt ja The Woman Formerly Known as Molly. Und ich frage mich, ob das so eine Referenz auf Prince ist. Weil er hat ja nach einer Weile seinen Namen gewechselt und hat dann die weil viele, glaube ich, seinen neuen Namen nicht können sprechen oder merken, haben sie ihn mit den Künstlern, der früher Prince geheißen hat, der Artist formerly known as Prince, referiert gehabt. Ich weiß nicht, ob das nicht so ein Ding ist. So extra. Ein Witz, der reingebaut worden ist. So, jetzt muss ich mal noch ein paar Sachen hier wegtun. Und ja, ich könnte eigentlich schon Ding reinmounten, genau. Dann haben wir gemountet, dann ist jetzt auf Blitze. Und hier ein paar Sachen wegtun, weil genau, ich normal laufen kann. Gut, die Molly ist oben. Wer ist dein Favorit, Werteste? Entweder der schwarze Hengst oder die graue Stute. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Tut mir leid, aber ich glaube, wir kennen uns nicht. Ich bin Geralt. Geralt? Der Geralt? Dem Rittersporn ein ums andere Mal das Leben gerettet hat? Rittersporn. Verzerrt einfach Geschichte. Stimmt alles. Nur andersrum. Ich bin es, der ihn ständig retten muss. War es etwa nicht Rittersporn, der in Flotsam deine Schlinge aus 100 Schritt Entfernung mit einem Pfeil durchgeschossen hat? Was? Rittersporn kann doch gar nicht... Ach, was soll's. Irgendeine Idee, wo unser Meisterschütze stecken könnte? Nein, leider nicht. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Seit ich Dame La Attard bin, halte ich mich nur noch auf Bällen, Banketten und anderen solchen, wie sagt man, Festlichkeiten auf. Unheimlich ermüdend. Aber vielleicht kann dir seine Schwester helfen. Ein so nettes Mädchen. Ja, komm, ihre Illusionen muss man nicht zerstören. Erinnerst du dich an dein letztes Gespräch mit Rittersporn? Na klar. Er wollte etwas Geld für eine Barke leihen. Was? Wozu braucht er denn eine Barke? Für eine romantische Bootsfahrt im Mondschein auf den Kanälen. Er sprach von Erdbeeren und diesem Perlwein und er wollte mir ein Ständchen singen. Aber seitdem ist er weg. Ja. Mir scheint, Rittersporn glaubt, du dienst immer noch den Lavalettes. Oh, weil ich ihm nie erzählt habe, dass ich das nicht mehr mache. Er sollte mich nicht anders behandeln. Und dein Ehemann hat nichts gegen deine alte Freundschaft? Aber nein, mein Süßer könnte nicht glücklicher sein, dass Rittersporn mich savoir vivre lehrt. So was? Savoir vivre wahrscheinlich. Wie man Leben tut, lehren. Nimm ich mal an. Das habe ich so verstanden. Dir ist klar, dass Rittersporn gar keine Schwester hat? Und ob er eine hat? Ich habe sie doch gesehen. Aber sie sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Ist blond. Vielleicht haben sie verschiedene Väter. Und auch verschiedene Mütter. Vielleicht. Aber er hat sich um sie gesorgt. So wie er ihre Sachen getragen hat und... Weißt du, wo ich sie finde? Rittersporns Schwester? Leider nicht. Immer wenn ich gefragt habe, wann wir sie besuchen, ist er ganz still geworden und hat das Thema gewechselt. Ja, das ist auch alle Informationen, die wir aus dem Molly rauskommen. Danke, Molly. Warte. Bevor du gehst, habe ich noch eine Bitte. Rittersporn hat versprochen, mir seine Briefmarkensammlung zu zeigen. Er hat's nie getan, aber ich würde sie so gern sehen. Wird nicht schwer, ihn zu überreden. Er zeigt sie liebend gerne. Jeder, die er trifft. Oh,
das ist wundervoll. Danke und viel Glück bei deiner Suche. Gut, ich glaube, das haben wir auch mal fertig gemacht. Jetzt gehen wir nach Novigrad zurück. An- und Schnellreiseoption Voorhees. Ah, Geralt, da bist du ja. Wollen wir zusammen zurückreiten? Jo, machen wir. Komm, bring mich zurück nach Novigrad. Sehr gern. Ist ein langer Weg bis Novigrad und mit Begleitung erscheint er nicht ganz so lang. Sehe ich auch so. Nun dann los. Und ja, in der nächsten Episode machen wir weiter mit der Suche nach Rittersporn. Danke fürs Zuschauen, bis bald und auf Wiedersehen.